Geschichte. Der Einsatz für eine Selbstverständlichkeit. Gleiche Rechte für Frauen und Männer reicht bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts zurück. Am 19. März 1911 wurde schließlich der Internationale Frauentag zum ersten Mal begangen. Heute feiern wir ihn am 8. März. Wir haben viel erreicht. Frauen und Männer sind rechtlich gleichberechtigt. Allerdings noch nicht im wirklichen Leben. Die SPD hat deshalb einen Aktionsplan für ein partnerschaftliches und gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern vorgelegt. Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit für Frauen und Männer. Frauen verdienen 23% weniger als Männer. Bei gleichwertiger Tätigkeit sind es 13%. Das ist ein Skandal. Ein Entgeltgleichheitsgesetz soll die Arbeitgeber verpflichten, Entgeltberichte zu erstellen. Darin müssen sie offenlegen, wie die Gehälter und Zulagen von Frauen und Männern aussehen. Auf dieser Basis kann dann festgestellt werden, wo Diskriminierung vorliegt und beseitigt werden muss. Wir wollen gute Arbeit statt prekärer Beschäftigung für Frauen und Männer. Jawohl! Jawohl! Dafür brauchen wir einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, Gerade Frauen arbeiten häufig in prekären Jobs, unfreiwillig in Teilzeit beschäftigt oder Minijobs. Meist sind sie nicht sozial abgesichert und werden zu schlecht bezahlt. Noch schlechter als die Männer. Frauen können nicht so eigenständig ihre Existenz sichern und verarmen dann im Alter. Diese Benachteiligung müssen wir verhindern. Arbeit und Leben gehören zusammen. Frauen und Männer, Mütter und Väter brauchen Rahmenbedingungen, damit sie sich Beruf und Karriere einerseits und andererseits die Sorgen für Familie und Kinder teilen können. Die SPD stößt eine Debatte darüber an, wie, wann und wie lange Menschen arbeiten und wie die Arbeit organisiert werden muss. Das macht die SPD. Mehr Frauen in Führungspositionen sind ein Gewinn für alle. Wir werden ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft vorlegen, mit einer Mindestquote von 40% Frauen für Vorstände und Aufsichtsräte. Die SPD hat im Laufe ihrer Geschichte und insbesondere in ihren Regierungsjahren viel erreicht. Daran wollen wir anknüpfen.